Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig. Und von der Neve sind ja die zwei widerlichste Hofnarre der Welt hergegammelt kummer. Und haben Eiko mitgenommen. So ziemlich die lästigste Geisel, die man sich irgendwie auch nur vorstellen kann. Aber gut, wenigstens Geisel haben sie gemacht. Wo Sid ist, wissen wir allerdings nicht. So. Du kommen wir wieder zur Hildegard. Und irgendwas muss ja hier sein. Also nix wie hinterher. So, und das mal auch wieder endlich mit unserem Dream Team. Nein, zu spät. Sieht man ja jetzt schon. Nemito. Mist. Hier, ein Hinterhalt. Rot für Füß. Blau für Magie. M&M's. Der zaubert, deswegen ist er arg anfällig für physische Angriffe. Und der andere ist arg anfällig für magische Angriffe, weil er physisch ist. Deswegen kriegst du das ab. So. Lili heilt mit dem Ding. Ja, du musst mich erst schon dran gewöhnen. So. Stopp. Ja, da wird er Erfolg haben, oder? Ah, Gott sei Dank. Aber Lili kann durch ihre Waffe heilen. Das sollten wir uns definitiv merken, falls sie nämlich zaubern kann. Kann sie nämlich einer von uns angreifen. Nein, verfehlt. So ein blöder Mist. Ah, okay, Anna ist schon mal tot. Okay, Meister Vivi. Du musst mal nochmal richtig zielen. Ja, machen wir mal Wasser drauf. Aber die sind schon geil, die Dinger. Attackieren muss sie dann. Und es heilt ihn um 42. Querschläge auf Steiner mal wieder. Vivi, hau nochmal drauf mit Magie. Die anderen reißen hier nämlich nicht mehr besonders viel. Und du greifst mal Steine an. Ey, da macht sogar einen Konter. Mistkerl. Ich finde das schon geil, wie die Viecher animiert sind. Und reicht's? Ja, es reicht. Ich finde es auch cool, wie die dann so auseinanderfallen. Also da muss ich definitiv sagen, bei der Gegneranimation von den Viecher ist viel Liebe reingesteckt worden zum Detail. So, Vivi hat noch Stonehenge gelernt. Das heißt, er kann damit jetzt mehrere Gegner versteinern. Und eine M&M's Karte haben wir auch noch gekriegt. So, Stonehenge war durch den Zypressstock. Genau, Komet muss er noch lernen. Okay. Gut. Tja, das sieht jetzt eher nicht so gut aus für uns. Da stehen wir jetzt so wie Karl Arsch bei der Musterung. Und da können wir trotzdem noch hier rennen. Klapper, klapper, klapper. Dreck, wir kommen zu spät. Seht an, sein Vorsprung ist noch nicht allzu groß. Jetzt können wir ihn noch mit der blauen Nazis Ei holen. Ja, hatte ich sowieso schon vor. Da bin ich ja Froschkopf. Ihr habt's gehört, Leute. Auf geht's. Gut, das heißt... Ah ja, hier ist der Hebel. Hebel umgedrehter. Da können wir hier runterklettern. Sehr schön. Wüstenpalais ist auch geplündert. Wenn ich jetzt noch wüsste, was hier rausgeht. Ah, hier rum. Okay. Das war nicht so eindeutig. Gut. Ja, du flattert er hier. Mit seiner Hildegard. Wird wahrscheinlich die Time Office Live haben, wenn er Eiko als Geisel dabei hat, die ihm die Ohren voll kreischt. Ich bin eine Dame. Du bist das 6-jähriges Gör. So, du fliegt da hier. Über Madain Sari ist er gerade gegurkt. Ah, wir folgen ihm schon automatisch. Nimm das. Oh, wir haben nämlich ein Motorboot. Und... Sieht aus, als käme du Neville auf. Und...
verschlossener Kontinent. Okay. Scheint ziemlich eisig hier zu sein. Okay. Captain Blank, was gibt's? Das ist aber ein merkwürdiges Gebäude. Was erwartet uns wohl dort? Ich weiß ja wirklich nicht, was der Kerl genau vorhat und es interessiert mich ja nicht. Aber warum Eiko? So ganz ist mir das auch nicht klar. Aber sie kann doch auch Bestie beschwören. Ja schon, aber die sind jetzt nicht so gut. Moment mal, dem Internet. Er will genau wie damals bei Lilly die Bestia. Mach dir keine Sorge, ich lasse nicht zu, dass er Eiko auch noch krümmt, Herrgott. Jetzt habe ich es endlich mal. Und dann wird er mir ein paar Fragen beantworten müssen. Und wenn ich die Antwort aus dem rausbrückeln muss. Jo, Allah. Nach wie vor, ich hätte gern wieder mein Dream Team. Das gebe ich so schnell nie mehr her. So, jetzt sind wir auf dem verschlossenen Kontinent. Owe ist, Owe rechts, das ist, ne, generell. Fangen wir nochmal von vorne an. Ohne rechts ist der Kontinent des Nebels. Den kennen wir, der ist wunderbar zivilisiert und bevölkert. Hoppla, jetzt ist mir mein Controller auch noch runtergeplumpst vor lauter Arg. Okay, ohne rechts Kontinent des Nebels, Zivilisation, bla bla. Over rechts äußerer Kontinent, ein bisschen Zivilisation, Kondeapata, Madansari, Dorf der Schwarzmagier. Ohne links hämmert dann der vergessene Kontinent, alte Kulturen, bla bla. Und over links verschlossener Kontinent, mysteriös, bla bla. So, gucken wir uns doch mal hier um. Ach Gott, vor lauter Arg ist mir echt der Controller wegflitzt. So, Gizakraut. Kere! Juhu, du bist hier wieder. It's Ukulele Time. So, was haben wir dann hier? Hör? Da gehen wir nochmal in Hörrei. Ach Gott. Heilig wie Zau hier. Estogasa. Ah, das scheint die italienische Forschungs- und Wetterstation zu sein. Beziehungsweise, ach, die Orientale. Vielleicht so eine Mischung aus Italienisch und Nahost. Huch, hier gibt es auf jeden Fall Gegner. Und zwar ein Garuda. Das sieht jetzt nicht so besonders schlimm aus. Oh nee, ich habe vergessen, dass Vivis Stecke heilt. Vakuumwelle. Ey. Du verglitzert Steiner jetzt wie Zau. Das ist doch schon selber zuzuschreiben, wenn er dich weghaut. Hoffen wir mal, dass das Ganze jetzt nicht verumme ist vom Trance-Zustand her. Ja, natürlich heilen wir uns. Okay. Steinermehl 5376, das macht was her. Also sein Trance-Zustand nützt schon was. Adrenalin hat er noch gelernt. Okay, jetzt kann er was Neues hier erzielen. Und zwar die Stahlrüstung für Dösen zu lernen. Okay. So, dann gehen wir nochmal hier rein. Huch, was ist denn das hier für ein Clown? Och, wie er einfach wieder hier fällt. Was treibt denn ihr hier? Das hier ist der heilige Bruder. Ich darf doch noch ein bisschen um Ruhe, bitte. Scheint wohl ein beliebter Ausflugsort für euch Geselle mit Zipfelmütz zu sein in letzter Zeit. Die vorhin hätten auch keinerlei Maniere gehabt. Was hast du da gerade gesagt? Sind hier welche vorbeikommen, die Vivi ähnlich sehen? Dreistigkeit, mich zu duzen. Ein Priester in einem höchst heiligen Ort namens Estogasa. Ich darf mir also durchaus einen respektvolleren Ton erbitten. Seid ihr etwa Freunde von einer höchst rücksichtslosen Reisegruppe von vorhin? Wo ist denn die hier, die Reisegruppe? Und war bei der nach so ein kleines Mädel? Es geht ums Leben von einer Freundin. Wenn was weißt, dann sag's uns. Ein Leben ist und mehr wert als das andere. Und am Ende kehren alle immer wieder zu den Sternen zurück. Ja, genau. Aber jetzt geht zur Insel des Lichts und beschreitende Pfad der Seele. Was redest du, War du bei der anderen Schwarzmagier jetzt ein kleines Mädel dabei oder nicht?
Das Mädel ist unser, naja, Freundin. Und alle aus dem Dorf und der Schwarzmagier waren auch dabei, oder? Jetzt sag doch mal was. Ich habe die Szene lediglich beobachtet. Was hätte ich denn machen sollen? Außerdem sind sie hier nur Durchkummer. Sie sind hier in Schar durchgeströmt. Das Bataillon war dann wohl euer Schwarzmagier. Mit fast apathisch sturem Blick sind sie nur schnurstracks in Richtung Vulkan Guruk gedappt. Vulkan Guruk? Jo, der ist schon seit längerer Zeit nicht mehr aktiv, aber man nennt den Berg halt Vulkan Guruk. Man sagt, dass früher das Volk von der Talpate im Inneren vom Vulkan gelegt haben soll, aber das ist schon ewig her. Seit der Eingang von irgendjemand versiegelt worden ist dort keiner mehr gewesen. Kucha muss dann einfach nur krumm angucken und der geht schon zurück. Und die ganze Reisegruppe ist Schwarzmagier, Eiko im Gepäck, Son und Kucha. Naja, jedenfalls sind sie zum Vulkan Guruk gegangen. Ja, schön, und haben sie Mädel dabei gehabt oder nicht? Wenn du mich so fragst, ja, einer von der Schwarzmagier hat sie uns getragen. Und das war dann ganz sicher Eiko, hörst du dann? Ja, bloß ein unnötiges Zeitvertreter. Wir sollten nach sofort zum Vulkan Guruk aufbrechen. Okay, dann wissen wir ja Bescheid. Ist ja noch zufällig so ein Souvenirlader. Ich bin aus Lindblum hergekommen. Ach Gott, Motto. Ja, kommen alle her, um den Pfad der Seele zur Ehre. Ach, okay, wenn dem so ist. So arg wollte ich jetzt aber nicht raus, deswegen. So, was ist denn hier? Mein großer Bruder Gatz ist nicht hergekommen, um den Pfad der Seele anzubeten. Was will er dann hier? Tja. In dem Ort hier fühle ich mich immer wieder jung. Alle hopp, na dann. Schönen guten Tag. Hallo, was gibt's denn Schönes? Gladius, Linkshanddolch. Das ist etwas für sie dann, was wir noch nicht haben. Fegefeuer für Steiner. Schön, schön. Das brauchen wir nicht. Caesar-Kralle brauchen wir genauso wenig. Gittigit. Asura-Route, das können wir gebrauchen. Hammelflöte, ja, für die Waldsämmer. Achtkant. Wir sollten ein bisschen Zeug verkaufen. Zum Schwert ist nichts mehr. Gern. Lieber das etwas ältere Zeug, du. Einer weg, noch einer weg. Tja. Ich gebe da gern viel her jetzt von dem Zeug, was wir da haben. Eisenhelm, Spangehelm lassen wir mal. Lederpanzer ist eigentlich Aquark, der bringt nicht viel. Die bringt was. Ja, einzelne Kleider können wir auch verkaufen. Ein Wüstestiefel, ja, geht auch noch. Fetter Stiefel lassen wir mal sein. Fußkette können wir eventuell noch gebrauchen für Schmiede. Ein Halstuch können wir auch noch verscherbler. Ja, das dürfte eigentlich soweit ganz gut passen, wobei... Nee, komm. Dumm. Achtkant, genau, das ist für Vivi. Egoistenreif, Keinsarmreif. Holen wir uns einfach noch einer. Jadereif, holen wir uns mal einer zur Sicherheit. Edelfäustling, haben wir schon Eisenhandschuhe, haben wir auch schon in einem Gepäck. Kapuze, Rotkäppchen gibt's noch. Spangenhelm, Judo-Kittel, Kraftkittel, haben wir auch schon in einer. Goldrüstung, Stahlrüstung, High Potion. Okay, dann holen wir uns noch ein Rotkäppchen einfach mal so. Und eine Goldrüstung sollten wir uns vielleicht auch noch kaufen. Halte ich definitiv für sinnvoll. Da muss halt einer von den Dinger tragen, klar, aber sorry. Goldrüstung, Mist, die kostet ein bisschen mehr noch. Mist. Schon eine gute Tag, genau. Ein bisschen Zeichen müssen wir noch verkaufen. Das bringt leider nicht so viel. Komm, einer von den Dinger können wir auch verkaufen. Der wird nur NGM bringen, na toll. NGIL bringen. Ein bisschen Kruscht brauchen wir halt schon noch. So. Weil zum Schmiede können wir es definitiv gebrauchen. Dumm. Genau, Goldrüstung. Wollten wir noch eine haben? Ja, ich beehre euch. Ach, bestimmt bald wieder mal. Weil die Goldrüstung war noch vor der Stahlrüstung dran. Da kann er nämlich noch Herz aus Stein lernen. Wichtig. So. Okay. Bevor wir jetzt aber hier die Ferts noch machen, ach Gott, hier gehen die ganzen Leute jetzt doch, hier in die Richtung. Sollten wir aber trotzdem nochmal auf der Weltkarte ein bisschen uns umgucken. So, bevor wir an irgendeine Sophie-Nummer geraten.
Und Ukulele-Time. So. Gut, gut. Gucken wir uns dann nochmal hier um. Ich glaube, es gibt nichts großartig anderes außer Estogasa hier. Und Guruk-Vulkan. Trotz allem sollte man sich hier nochmal umgucken. Musik. Okay, hier ist nix. Ein Kuhs-Morast oder so ist ja auch nicht zufällig. Ich will Frösche fangen gehen, dass Quina die Fresse hält. So, okay, gibt anscheinend nichts hier, nicht nur ein Kuhs-Morast. Na gut, dann können wir auch ohne weitere Probleme hier reingehen. Und vorher sollten wir noch mal unseren gute alte Mogri-Kumpel holen, damit wir hier speichern können. So. Gut, genau den Spielstand will ich, auch wenn ihr es nicht sehen könnt nach wie vor. Und erstmal nichts. Bis zum nächsten Mal, Kopo. So, jetzt geht's wieder nach Estogasa. Also mit der Overworld-Theme, mit der Weltkarte-Musik, haben sie sich selber übertroffen. Die ist absolut großartig. Das ist auch der letzte große Soundtrack, den Nobuo Uematsu noch selbst gemacht hat. Morissa? Heute Morgen habe ich einen anonymen Brief erhalten. Da ich mich fürchte, lassen wir uns bitte zusammenlesen, Kopo. Von Mokrimilian an Morissa. Morissa, was eine Katastrophe. Ich habe zu viel davon verbraucht. Jetzt ist keins mehr übrig. Hast du noch welches in Reserve? Oh nee, was mache ich denn jetzt? Aber Mokrimilian, ich habe doch gesagt, du darfst schon so viel davon. Okay, dann speichern wir halt hier an einmal. Ich habe zwar gedacht, dass es so erstmal kennen. Möglichkeit, man gibt so speichern, aber alle hopp. Dann speichern wir nämlich den Weg, ach, falls ich hier nochmal rauskommen sollte. So. Was gibt's denn hier Schönes? Die Vögel haben anscheinend keine große Angst vor mir. Mhm. Kleines Inselchen aus Eis. Schick, schick. So, dann gehen wir mal hier rum. Wo sind wir dann gerade? Bergpfad. Schick. Und natürlich wimmelt's hier von Gegner. Wie hätte es auch anders sein können? Im Angriffsvorteil. Dann fangen auch die zwei richtige an, würde ich sagen. Jo. Steiner und Sidan, die machen das. Ja, das... Lili kann sich nicht konzentrieren, ja Gott sei Dank, weil ich immer vergesse, dass die... Ach, ja. Dass Lili dann, sich selber... Oder der Gegner heilt, so rum. Okay, gut. Wir müssen einfach warten, bis die wieder ihr Spruch findet. Dann kann die sich ja wieder richtig konzentrieren und kämpft auch zu 100%ig. Ja. Steiny Boy hat noch ein Level und ist derzeit der härteste Hund in unserer Gruppe. Battle Cat haben wir noch gekriegt als Card. Okay. Das ist auch eine coole Musik. Vulkan Guruk. Kann aber auf Dauer etwas nerven. So, da war anscheinend mal eine Kultur hier, die hier gelebt hat. Okay, was ist dann hier? Anschlag. Damit der Brunnen benutzt werden kann, muss erst der Schalter nach unten gelegt werden. Tura vom Volk der Talpaner. Haben sie ja schon gesagt, dass du so gewisse Talpaner gelebt haben sollen. Ui, viel Gil. So. Und, haben wir hier nix. Okay. Warte mal. Gehen wir halt hier runter. Und, was können wir hier machen? Rotkäppchen erhalten. Aha. So, warte mal. Halte mal die Gaula. Du musst noch lernen, du kannst aber anderes Zeug nehmen. Genau. Rotkäppchen, Stärkebonus und Bodyguard. Ist das dann eher wieder was für sie dann? Stärkebonus hat er schon, Bodyguard kann er nicht lernen. Vivi auch nicht. Okay, schade drum. Ups, und direkt der nächste Kampf. Was erwartet uns hier? Was hat denn hier für welche? Ah, Skelette. Todesabt.
Das sieht nicht so gut aus. Heilen sie doch mal. Ja, die Stufe 3 Zauber sind dann doch etwas härter. Wir brauchen unser Weißmagierin. Und bei denen verursacht sie auch Schade, weil das ist ja positiv wie Energie, so Heilenergie. Und dann kann die auch bei Untote Schade verursachen. So. Lilly. Darf dich gern selber heilen. Oh, jetzt müsste in 10 Minuten, 10 Sekunden oder was tot sein. Doch nicht. Okay. Vivi. Da das Untote sind, macht das denn eine Schade. Die zaubern ja am laufenden Band hier, die Mistviecher. Oh, Vivi ist todeskerzt worden. Der ist eingefroren. Jetzt habe ich leider nicht gesehen, wie viel das verursacht hat. So. Verwende mal deine Tricks. Plan 9. Machen wir mal das. Einfach mal um zu gucken, was der Kerl so kann. Hör auf mit einer blöde Todeskerze. Und zieht jede Menge damit ab, der Mistkerl. Ah, Vivi ist wieder da. Der ist wieder aufgetaut. Es zieht doch nicht so viel ab, wie ich erwartet habe. Aber Zidane ist jetzt leider in einer Tobsucht. Und gestorben dabei. Na, herzlichen Glückwunsch. Bringt uns leider nichts gerade. Steine hauen um. Und falls er das überlebt, darf Lilly ihn wieder mit Engel zurückholen. Gut. Wird er also überleben. Dann mach mal Bio auf das Vieh. So. Zidane ist wieder im Trance-Zustand am Leber. Und darf immer noch Plan 9 ausführen. Ah, nee. Eher nett. Schade. Ja, die Gegner hier sind jetzt doch etwas stärker. Jetzt muss ich so allmählich wirklich aufleveln. Aber die bringen auch dafür viel gute Erfahrungspunkte. Sehr schön. Und Opal und Topaz gibt's auch noch. Genau, er hat vom Goldhelm gelernt. Kommt als nächstes eigentlich der Spangenhelm dran. Aber ich lasse ihn erstmal Gift und Galle lernen. Insomnia lernen. Gut. So. Dann den ich aber Achsarie, liebe Leid. Ich mache hier meinen Cut. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Final Fantasy 9. Aufpellt sich hier im Vulkan Guruk. Und du wird's auf jeden Fall spannend. Also machen's gut. Und bis morgen dann wieder. Ayan Yankee.